Danke. Ja, shit. Herzlich willkommen. Wir haben heute Abend das Thema prophetischer Tanz. Ah nein. Okay, gar nicht wieder. Mein Name ist Andreas. So schön, dass ich da sein kann. Ganz herzlichen Dank. Dominik, du hast mich eingeladen. Amen. Und wenn du mich einladest, sage ich nicht nein. Amen. Und trotz allem, ich komme immer wieder gern zu euch. Und wisst ihr, was wir jetzt gerade am Anfang machen, bevor ich da viel weiter schnurre? Stellen wir doch mal alle aufstehen miteinander. Und dann mal unsere Handfläche mal, es ist ja Weihnachtszeit, es ist Geschenkzeit. Wir kommen über und wir geben. Und was heute Abend wird passieren, ist, dass wir den Heiligen Geist spüren, dass er auf uns wird kommen, dass wir anfangen, ihn wirklich nicht als Theorie nur wissen über ihn reden. Das Beste, was passieren kann, ist, dass wir ihn spüren und wissen, er ist da. Okay? Und das bitten wir jetzt gerade, guter Heiliger Geist. Wir bitten gerade jetzt, dass jeder, der da ist, der an diesem Freitagabend sich aufgemacht hat, in das 20 zu kommen, dass du uns wirst ein Belohner sein. Du sagst im Buch vom Hebräer, dass jeder, der dich ernsthaft sucht, dass du ihm wirst ein reicher Belohner sein. Wir brauchen dich. Und wir bitten, guten Heiligen Geist, der, wo du den Vater im Himmel gross machst, der, wo du uns zu deinem Sohn Jesus Christus führst, dass du dich uns und unseren Herzen zeigst und offenbarst. Amen. Amen. Ja, wer bin ich? Ganz kurz. Ich will euch meine Familie zeigen. Das mache ich sonst manchmal weniger, aber da seht ihr, hinten dran meine Frau Steph, die gehört die eigentlich 1,20, die sieht noch so jung aus. Und dann hinten dran die Liberty, die habe ich eigentlich mitschleichen, aber ich habe das Gefühl, sie ist noch ein bisschen zu jung. Dann der Judah vorne dran, Jordan und Viva Joy. Ihr merkt, wir sind eine zweisprachige Familie. Meine Frau kommt aus Amerika, hat aber auch den Schweizer Pass. Yes. Und darum leben wir gerne in dieser Zweisprachigkeit, haben aber Amerika und die Schweiz beide in unseren Herzen hinein. Was mache ich? Ich komme von der Schleife, Stiftung Schleife. Das ist schon eine Institution, eine Bewegung, die jetzt fast 30 Jahre alt ist. Und wir sind in Winterthur daheim, die sieht so aus. Ich habe ein Bild mitgenommen. Das ist ein altes Fabrikgebäude, gar nicht spektakulär. Aus dem 19. Jahrhundert haben da eine Fabrikarbeiter wie verrückt geschuftet. Unten dran hat es einen Fluss, der Maschinen angetrieben hat in dieser Fabrik. Und die haben eben geschliffen. Und darum heisst unsere Stiftung Schleife. Macht Sinn, oder? Also gar nichts Religiöses. Und wenn man in Winterthur sagt, kommst du in die Schleife, sagen alle, ja genau, das ist das Haus. Und so sieht es innen dran aus. Ganz weiss, ihr habt es da ganz schwarz. Warum haben wir es ganz weiss? Ja, unsere Lichtdeckung ist nicht so toll wie euch. Aber ihr wisst, Gebetshäuser früher, auch bei den Herrenhutern, die in die Mission eingegangen sind, wo Menschen zugerüstet haben, die hat man ganz weiss angemalt. Und darum haben wir alles weiss, da innen, da ist schwarz, aber es passt tiptop zusammen. Wir sind, oder? Darum eine lange Freundschaft, eben, schwarz-weiss, oder? Es passt einfach super zusammen, darum haben wir uns so gern. Und haben wir auch immer wieder ICFler bei uns und von uns, von der Schleife, kommen immer wieder an. Eine lange Freundschaft seit, weiss ich wie viele Jahren. Gut. Ich habe hinten dran, übrigens mit einem Team sind wir da, auch von der Schleife, wo nachher auch wird für euch beten. Ich habe auch eine gute Familienfreundin Zara, die mitgekommen ist. Du bist dort hinten dran. Winke mal, weil du so eine Hübsche bist. Das ist ganz wichtig, lernen sie kennen. Und es ist einfach toll, dass wir da miteinander mit euch unterwegs sind. Hinten dran, bitte sagt nicht, dass ihr nicht leset. Sagt mal, ich lese. Das ist noch nicht so überzeugend. Weil ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben, das für das Miteinander der Generationen geht. Ihr kennt noch vielleicht meinen Vater, Geri Keller, oder? Habt ihr schon mal etwas gehört von ihm? Yes.
Die eine, gut. 88 ist er. Könnte der Urgroßvater sein für einige von euch. Für mich ist er der Vater. Ich bin jetzt ja erst 48. Aber von dem her könnte die meine Kinder sein. Alles gut. 3 Generationen in einer Hütte. Ich habe so ein Buch geschrieben, was es heisst, miteinander unterwegs zu sein. Alt und jung. Für wen ist das gerade das Thema? So ein bisschen mit den Eltern unterwegs sein. Haben wir alle keine Eltern? He? Nein. Doch noch? Niemand sonst? Oh, für dich ist es gerade das Thema. Hast du es mal gelesen, Mies, Joel? Ja, super. Hey, Joel, ich habe für dich ein Wort noch. Echt, als ich da war. Ich habe gehört, ich habe dich angeschaut und ich habe gehört, Upgrade, 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 Upgrade. Vaterschaft, 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 Vaterschaft. Es hat nicht mehr aufgehört. Joel, ich segne dich im Namen vom Herrn Jesus, dass die Vaterschaft in dir zunimmt. Du kannst es nicht mehr aufhören. Du kannst es nicht stoppen. Weil wenn es eingeleitet ist, wenn der Samen einschiesst, dann kann niemand das stoppen. Verstehst du? Das gilt auch im Geist. Gell? Ihr checkt es, oder? Es braucht eine Eizelle und es braucht... Wenn die zusammenkommen, kannst du es nicht mehr stoppen. Oder? Und darum ist es gleich auch. Vaterschaft, Vaterschaft, Vaterschaft. Es ist eingeschossen, Joel. Es ist eingeschossen. Es wird sich anfangen zu multiplizieren. Es wird wachsen. Das Kind wirst du sehen. Amen. 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 Das ist ganz, ganz wichtig. Es hat hinten dran ein paar Bücher. Schaut das mal an. Mein Vater hat den Bestseller geschrieben. Vater. Muss jeder einfach, es gehört dazu. Sogar wir Jungen verstehen das. Wer kennt den Matthias Kuhn? Der Kuno hat das, ja, am besten, jetzt schon, erst gerade ein paar Monate auf dem Weg. Wir haben schon die 3. Auflage müssen drucken, weil das Buch so verrückt läuft. Kuno, es hat ein paar andere Bücher, verbrochene Herzen. Wir haben übrigens einen Verlag, darum sage ich das an. Wir haben so ein Himmelfahrtskommando, wo wir noch Bücher drucken. Das ist ein Buch übrigens, gell? Kennen Sie das noch? Das machen wir noch aus Überzeugung, weil ich glaube, das ist Kultur, das ist Leben. Wie die Bibel einmal ein Buch war, jetzt nicht nur digital, aber grundsätzlich. Wort ist ganz, ganz wichtig. Schaut euch das mal dort hinten an und enttäuscht mich nicht, dass ihr nicht lest. Ich habe es extra mitgenommen. Gut, dann gibt es noch ein paar Flyer, ich will jetzt da nicht darauf eingehen, weil wir ja ein Trainingszentrum sind. Wir rüsten Leute ausrüsten. Wir rüsten sie freisetzen. Von den Gemeinden sammeln wir sie und dann wieder freisetzen in den Alltag gehen, in ihre Berufe. Und da kommen übrigens auch junge Leute. Also wir haben nicht nur Ü50, oder? Wir haben also auch noch Ü15 und Ü20, haben wir auch noch, die ganz verschiedene Ausbildungen machen. Bibelausbildungen bei euch. Sie machen Heart of Worship, wo die Leute kommen. Sie kommen eben zum Beispiel auch für die Ausbildung prophetischer Tanz, die einzigartig ist in der Schweiz. Und. Es hat ein paar ganz knusprige Sachen hinten dran. Also, Name Jesus. Sagt mal Jesus. Nochmal, Jesus. Nochmal, Jesus. Ist das ein bisschen Magie oder ist das Leben? Ich finde, ich muss euch sagen, ganz ehrlich, auch für mich. Ich will euch mein Herz teilen, dass manchmal der Name Jesus, obwohl ich ein Pfarrerskind bin, Joel übrigens auch, gell? Es sind ein paar PKs und MKs da. Manchmal ist es gar nicht so einfach, den Namen zu sagen. Manchmal war es einfacher für mich, wenn ich obwohl ich mit 7 schon mein Leben Jesus gegeben habe und jetzt irgendwo 42 Jahre mit dem Gott wirklich unterwegs bin. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe. 11.11.77 im Kajütenbeck in Frankfurt am Main. Ich habe gebrüllt wie ein Schlosshund, mein Bruder oben dran. Wir haben gekühlt und haben gefragt, warum brüllst du, Lias, warum brüllst du? Weil ich mein Leben Jesus gegeben habe. Das war so tief für mich. Und trotzdem habe ich gemerkt, der Name von Jesus kommt nicht einfach über die Lippen. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Darum haben die Alten manchmal lieber vom Herrgott geredet. Oder Gott. Oder Kraft. Oder die Energie.
Aber Jesus, da scheiden sich ein paar Geister. Weil wenn du diesen Namen anfängst zu brauchen, und ihr seid ja in dem Flow inne, was der Name für euch bedeutet. Ich kann Priester sein, ich kann Hirt sein, ich kann der Heiler sein. Aber nicht irgendein Name. Es ist Jesus. Und wenn du den Namen anfängst zu brauchen, den Jesus-Namen, und dass das nicht einfach nur, gell, du glaubst auch an die Kraft im Himmel. Ja. Wenn ich ein bisschen 10 mache, dann glaube ich auch an die Kraft, die auf mich kommt. Und ich mich dann auflöse in dieser Kraft hinein. Und ich muss sagen, wir sind in diesen Zeiten, Freunde, wo wir den Namen von Jesus noch mal entdecken müssen, wenn es vielleicht da und dort ein bisschen aneckt. Und man vielleicht wirklich viel lieber vielleicht von einfach Gott redet. Weil es ist so viel einfacher. Ich habe das erlebt bei mir. Und ich bin ganz persönlich betroffen. Ich möchte euch ein Bild zeigen vom Haus von meiner Urgroßmutter. Das ist das Bild. Da in diesem Haus hinein hat meine Geschichte mit dem Namen von Jesus angefangen. Da sind wir als Familie, ganz früh da innen gewohnt. Das Haus gibt es noch. Und da meine Urgroßmutter war die erste in unserem Geschlecht, die den Namen von Jesus angerufen hat, während alle rundum nur an Gott geglaubt haben und einfach brav am Sonntag zur Kirche gegangen sind. Und die Urgroßmutter war die erste, die angefangen hat, den Namen Jesus anzurufen. Und in dem Moment, wo sie den Namen Jesus angerufen hat ihrem Mann, meinem Urgroßvater, dem hat die Sicherungen rausgetatscht und gesagt, das ist schon ein bisschen zu viel. Ist ein bisschen zu viel. Kannst du es nicht ein bisschen die Flammen einfach ein bisschen zurücknehmen? Weil es ist peinlich, mit dir zur Kirche zu gehen, in Elsau, und du redest vom Namen Jesus. Könnte man sich heute fast nicht mehr vorstellen. He? Aber wie viele Kirchen gibt es, wo man den Namen Jesus nicht mehr eigentlich als den Namen von allen Namen darf sagen? Und zeig noch mal das Bild, weil es ist so cool, was dann nachher passiert ist. Weil, für jemanden, wo dann so richtig anfängt zu merken, jetzt gilt es ernst. Weißt du, da in diesem Haus innen hat es einen Poltergeist gehabt. Wisst ihr, was das ist? Den gibt es heute im Fall auch noch. Nicht da, hoffe ich. Das sind Geister, dämonische Geister, die in Häuser, in Substanzen, in Zimmer wirken und eben Sachen rütteln. Gibt's? Schaut mich so an und sagen, wirklich? Ja, wenn du schon mal gelesen geruckt hast in einem okkulten Spiel. Oder wenn du schon mal Grüße gehört hast und du weißt, es ist eigentlich niemand da und du weißt, es war aber auch nicht ein Engel gewesen. Ja, fragen, da. Und in diesem Haus hat es so gepoldert, dass am Morgen der Putz am Boden war, weil das so gerüttelt hat. Und der eine grosse Schnur hatte, der Bauer dort, der gesagt hat, du Frauli, im Namen Jesus kannst du gar nichts machen. Der hat den Schiss in der Hose gehabt und hat keinen Mut gehabt, den Geist zu konfrontieren. Und hat einfach mit dem Poltergeist gelebt. Tag für Tag. Mit dem Schiss in der Hose. Weil wir manchmal mit unseren Geistern leben, gell? Aber der Name Jesus ist der, wo alle Geister gehen müssen. Aber nur mit dem Namen. Und das Fraueli da in diesem Haus hinein hat gesagt, so, auch wenn der Alt nicht will, ich will. Hat sie die Hosen angelegt. Wer will auch mal ein bisschen Hosen anlegen? Yes.
Das ist nicht eine Geschlechterfrage, das ist eine Autoritätsfrage. Wenn Jesus in dir drin ist, darfst du die Hosen anlegen. Dort, wo du bist. In deiner Klasse, an deiner Uni, in deinem Job, in dem Zug, wo du gerade bist, in dieser S-Bahn, in diesem Abteil, dort hast du die Hosen an. Amen? Amen. Und er hat gesagt, von jetzt an, im Namen Jesus, hört der polderige Geist auf. Und es kommt Frieden in das Haus hinein. Und augenblicklich hat das aufgehört. Es gibt dann noch eine lange Geschichte mit dem Mann und dieser Frau. Aber es hat mich betroffen gemacht, weißt, dass der Name Jesus doch etwas ist, das sehr, sehr, sehr grosse Auswirkungen hat. Ich bin in 3 Pfarrhäusern gross geworden. Und in diesen Pfarrhäusern ist recht etwas abgegangen. Wenn ich noch ein Film machen von dem, was ich alles erlebt habe dort drin. Das ist Ding-Dong, da sind wieder Leute gekommen. Oder entweder völlig abgefragt, Landstreicher, die haben aus den Briefkästen so die versteckten Zeichen gemalt, was gewusst hat, da kommt man Stutz über, oder? Und mein Vater, so völlig dort hat alles Soziales gemacht, hat Strafentlassene, Druggies, alles war bei uns im Haus gewesen. Er hat sogar das Heroin versteckt für einen, oder? Weil er gewusst hat, ja, dem muss man doch helfen. Aber es war nicht, bis der den Namen Jesus entdeckt hat, bis er von der Nadel weggekommen ist. Und nachher habe ich erlebt, verstehst du, da sind Leute gekommen und die haben Ding-Dong, ich muss mein Leben Jesus übergeben. An der Tür, junge Leute. Wenn Sie von einem Pfarrer oder Kanzler gehört haben, es ist nicht nur, Gott gibt dir Frieden, Amen. Nein, Name Jesus. Amen. Ding Dong. Ist der Vater da? Ich erlebe, unsere Wohnung, unsere Stube überquollen ist mit jungen Leuten. Kein Platz mehr gehabt. Das war noch in den 70er Jahren, dort hat es keine Tablets und Handy und nichts gehabt. Dort bist du auf dem Teppich gehockt und hast gehört. Wort Gottes. Dann ist es so weit gegangen, da sind Leute gekommen, die dämonisch belastet waren, an die Türen. Und heute tut man sich Gedanken machen und sagt, kann das sein, dass Menschen belastet sein mit Dämonen? Ist das biblisch? Ja, warte mal, bis du das erste Mal hörst. Wie die Leute reingekommen sind und meine Mutter obendran, hinter der Tür, habe ich gehört, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dem unreinen Geist, dass du jetzt von dieser Person ausfährst und sie in Ruhe lässt. Und das Blut vom Herrn Jesus Christus soll über dich kommen und dich reinigen und dich freisetzen. Wow! Und dann ist die Tür aufgegangen. Dann sind die Leute rausgekommen. Halleluja! Oder so sind sie gekommen. Und dann, wirklich, ich habe es gesehen. Der Name Jesus. Wir brauchen den Namen für die Zeiten, die kommen. Es kommen schwierige Zeiten, aber es kommen die herrlichsten Zeiten auf uns zu. Wir brauchen nicht ein weichgespültes Namenchristentum. Ihr werdet die sein. Du bist der. Wenn du den Namen Jesus in dir hast und trägst, wirst du der sein, der den Namen von Jesus anfängt auszutragen in die Welt. Als ein Name, wo kein anderer Name auf dieser Welt ist. Gott gibt es viele. Götter auch. Kräfte auch. Energien auch. Kosmische Figuren auch. Jesus.
gibt es nur einen. Manchmal habe ich Mühe gehabt, obwohl ich so viel gesehen habe. Ich habe gesagt, ich fange zu beten, Jesus, gib mir die Gnade, dass ich anfange, den Namen Jesus mehr zu sagen. Und dass es der Name Jesus ist, der über allen anderen Namen ist. Und der Name Jesus ist, der powerful ist. Und unsere Denkweise total, man darf weiterdenken, gell? Also, das hat Gott geschaffen da oben. Gut gehst in die Uni. Gut bist gescheit. Aber der Name Jesus ist der Helm über dem Denken da. Und darum ist es manchmal sau schwierig, dass die so einen Kopf haben, die kaum in die Türen kommen, weil der so dick ist, dass der Name Jesus grösser ist als der Kopf. Ich war auch mal Theologiestudent. Ich habe meinen Kopf, mein Grind so gross gehabt, ich komme zur Tür gekommen. Bang! Fast noch griechisch gedacht und geschlafen und duscht, oder? Und einmal habe ich noch Feldprediger werden. Feldprediger in der Armee. Und dann habe ich mich vorstellen. Und dann haben sie gesagt, ja, Herr Keller, das langt nicht ganz mit Ihrer Ausbildung. Und ich habe gesagt, ja, wissen Sie, was nützt mir das, wenn ich dann irgendwo griechischem Rekrut, der aus dem Fenster rausgumpen, ihm nachrufen, gumpt nicht. Der braucht etwas anderes. Der braucht Jesus. Ich habe noch 3 Minuten einen Clip mitgebracht von einem Musiker. Ganz kurz, es ist Peter Helms, es ist ein Freund von uns, der das Lied geschrieben hat, wo der Name Jesus höher als allen ist. Hört mal ganz kurz drin und dann wisst ihr, um was es nochmal geht. Ja, Jesus. Der Retter der Sünder. Er ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig. Er ist einzigartig. Er ist ohnegleichen. Noch nie dagewesen. Er ist der Höchste. Er ist herausragend. Er ist der höchste Gedanken der Literatur. Und er ist die höchste Persönlichkeit der Philosophie. Er ist das höchste Problem der hohen Kritik. Er ist die fundamentale Doktrin jeder Wahrheitslehre. Yes. Die Hauptnotwendigkeit der spirituellen Religion. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Yes, Jesus. Er ist der Einzige, der all unsere Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist mein König! Hört einfach rein, hört rein. Weil der König hat einen Namen. Der König muss einen Namen bekommen. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist da für die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und reinigt Aussätzigen. Er vergibt Sünden und er lässt Schuld. Er befreit Gefangenen und verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder und dient die Unglücklichen. Er achtet die Alten, er belohnt die Sorgfältigen. Er schmückt die Sanftmütigen. Kennst du ihn? Das ist eine gute Frage. Wie heißt er denn? Wie heisst der König? Wie heißt er denn?
heisst er? Das ist aber noch ein bisschen leislich. Wie heisst er? Jesus! Danke, könnt ihr ausfaden. Wenn dein König keinen Namen bekommt, dann ist das, was wir gehört haben, einfach eine Wolke. Wenn du Jesus nachfolgst, Jesus in dein Leben einnimmst, dann passiert ein Transfer, wo du befreit wirst von der Macht der Finsternis und du wirst transferiert in ein neues Königreich, da auf dieser Erde, nicht erst im Himmel. Das heisst, du wirst genommen. Dominik, komm schnell schauen. Komm schnell schauen. Von der Reich vom Finsternis. Yeah! Und wirst transferiert. Das ist der Name. Transfer. Aber du bist immer noch auf der gleichen Bühne. Im gleichen Leben. Danke. Und wenn du in einem Transfer drin bist, in einem neuen Königreich, hast du einen neuen König, aber der König muss einen Namen bekommen. Und wenn der keinen Namen hat, dann was willst du machen? Ich möchte mit euch noch schnell, während wir anfangen, vom Piano das zu hören, eine brutale Geschichte mit euch noch kurz laut lesen. Ich könnte sie noch zuhören. Ich will die Geschichte mit euch noch kurz, ich will sie vorlesen. Was passiert, wenn man den Namen von Jesus missbraucht, aber gleichzeitig auch richtig braucht? Und ich kann euch sagen, jetzt sind wir in den Zeiten hinein und wir kommen in die Zeiten hinein, wo Jesus will, dass ihr anfangt, den Namen von Jesus einsetzen. Brauchen. Ein Name ist zum Brauchen da. Und der Name von Jesus ist zum Brauchen da. Und ich will euch das lesen. Ich will euch die Geschichte lesen und ihr könnt das parallel auf den Slides könnt ihr das mitlesen. Eine ganze krasse Geschichte, die ich bekommen habe, als ich für euch angefangen habe zu beten und vorbereiten, ist mir die Geschichte gekommen. Dass ihr heute Abend könnt sagen, ich will das. Gott, ich lese da aus der Apostelgeschichte raus. Gott ließ durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt, oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den dämonisch Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Nur durch das Tüchli. Einige der jüdischen Geistesbeschwörer, gibt es übrigens auch heute noch, die im Land umherzogen, versuchten, den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über den bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Auch die 7 Söhne eines gewissen Kephas, eines führenden jüdischen Priesters, ging so vor. Und doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, ein Mensch, der vom bösen Geist besessen war, die Antwort: Jesus kenne ich. Und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls. Aber wer seid ihr? Und der Mensch, der vom bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle, schlug sie so zusammen, dass sie bluten und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden, alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Größe.
Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde, bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben haben. Christen, die Zauberei getrieben haben. Christen, die Zauberei getrieben haben, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen, heute ca. 8 Millionen Stutz. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Du kannst schauen, wenn eine Kirche schwach wird und wenn die Leute aussterben in einer Kirche, dann ist der Name Jesus, wird er nicht mehr ins Wohl und nicht mehr im Herz getragen. Wenn eine Kirche anfängt zu wachsen, wenn Menschen frei werden von diesem Reich von der Finsternis und mit diesen Kräften, die Menschen gefangen halten, dass sie frei werden, dann ist es wegen dem Namen von Jesus. Heute Abend ist ein guter Abend. Heute Abend ist dein Abend. Heute Abend wäre es ein super Abend, wo du sagst, ich höre auf und ich will den Vollnamen von Jesus wieder in mein Maul nehmen. Der Gott soll und mein König soll einen Namen bekommen. Und heute Abend ist ein super Abend, wo du sagst, es langt nicht, dass der Gott von dem, wo ich schaue, wenn er es macht, dass ich in dem Namen etwas sage. Im Namen von dem Gott oder? Und dann der Tollleiter und im Namen von dem, wo du dort etwas abschaust, das funktioniert nicht. Im Namen von Paulus, von dem Jesus, wo er gerade gebaut hat, dann mache ich das auch. Und nachher hast du eine an der Birne. Tut es weh. Weil diese Kraft, grösser und stärker als du bist. Darum kannst du es auch nicht abschütteln alleine. Nur den Namen von Jesus. Und nachher geht es aber schnell. Und wie schnell. Und wie schnell. Keine Chance. Lasst uns noch aufstehen miteinander. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung. Also sie die Anbetung noch eingehen. Heute Abend ist deine Abend. Und wenn du spürst, du bist an dem Punkt, wo du dem König noch mal einen Namen geben musst, dann sag ihm das. Du kannst ihm das Gott sagen. Sagen, Gott, ich danke dir. Ich bin transferiert in das Königreich und ich gebe dir jetzt den Namen. Und zwar nicht nur ganz persönlich. Ich gebe dir auch dort, wo ich bin. Ich gebe dir mit dem Gespräch der Kollegen. Ich gebe dir, wenn sie mich fragen, was ich wirklich, an wen ich glaube. Glaubst du an Gott oder glaubst du an Jesus? Hat der König einen Namen? Einige sind jetzt vielleicht gerade, als ich das gelesen habe, noch überführt worden und haben gesagt, ich gehöre nicht zu denen. Und ich mich noch von gewissen Praktiken trenne. Die sich vielleicht ausprobieren und nebenzu. Ich habe es gehört, das haben im Fall Christen gemacht auch. Weil sie sich nicht ganz auf den Namen eingelassen haben. Und in dem Moment, wo du dich ganz auf ihn einlässt, fängt etwas an zu explodieren und du tust dich freiwillig gern trennen von diesen Kräften, die dich bestimmt haben. Ich möchte das jetzt beten, dass während wir jetzt in Lobpreis gehen, dass anfängt der Heilige Geist souverän anfängt zu dienen bei dir, in deinem Herz, dass dir eine Hoffnung anfängt aufzugehen. Und ich bete das, Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn Jesus Christus. Ich bete, dass du anfängst, den Namen zu tragen in den Herzen von diesen jungen Menschen. Ich bete, dass sie der Generation Morgenthau werden, die sich auf die Welt wird legen und dass die Generation Morgenthau den Namen wird wieder ins Maul nehmen. Nicht ein kosmischer Christus, nicht eine kosmische Energie, nicht irgendwelche Hühnerhub von einer Meditation, sondern Jesus. Ich bitte, Vater, dass du uns einmal taufst mit dem Namen
Und dass unter dem Namen sich alle Mächte und Kräfte beugen müssen. Und ich spreche die Kräfte an im Namen vom Herrn Jesus Christus. Und spreche unter dem Schutz vom Blut von dem heiligen Jesus Christus jede Macht und Kraft an, die sich dem Namen von Jesus widersetzt. Wir sagen Tempel vom Heiligen Geist. Da hat es keinen Platz für irgendeinen anderen Geist, anstatt der Heilige Geist. Es ist heute deine Nacht. Es ist deine Stunde. Und du hast eine weit offene Tür, dass du sagst, ich, heute Abend, volle Freiheit, im Namen von dem gewaltigen Namen von Jesus. Hol dir's ab. Zuerst im Lobpreis und nachher dann auch im Gebet. Lass uns ihn anbeten. Und wir danken dir, guter Heiliger Geist, dass du jetzt anfängst, souverän auf Leute zu kommen. Souverän anfängst, Herzen befreien. Souverän Sucht freisetzen. Im Namen Jesus. Bindungen wirklich abfallen. Geheime Praktiken, Okkultismuspraktiken in dem Raum, dass die exponiert werden durch den Heiligen Geist. Und du sagst, no, 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 Name Jesus. Ich werde wachsen, ich werde stark werden, ich werde den Namen von Jesus in die Welt tragen. Zur Heilung, zur Freisetzung von mir selber, meiner Familie, meinem Umfeld, meinem Land, im Namen von dem gewaltigen Jesus. Halleluja. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.